musste jetzt wieder zurück zum Auto rollen. Ich bin jetzt gespannt, wie der das macht, weil der ist sturzbesoffen, glaube ich. Is this the Gold Nugget poker room? I can get you over to the poker room. Yes, please. Hello, Nojan for 1-2, please. Who? Was geht denn, Leute? Erstmal Garage zumachen. Und jetzt geht es ab zum Strip. Heute mal kein Aria-Grind. Wir fahren ausnahmsweise zum Golden Nugget, Downtown Las Vegas, Leute, wo alles angefangen hat. Wer die Geschichte nicht kennt, einmal reinziehen, ist mega interessant. Steve Wynn hat damals im Golden Nugget angefangen, wo es den Strip noch gar nicht so richtig gab. Und ist von da dann weiter und hat irgendwie Treasure Island gebaut und dann Bellagio und es ging dann immer so weiter. Er hat die halbe Stadt aufgebaut. Seine Geschichte ist auf jeden Fall mega interessant. Ja, aber keine Geschichtsstunde hier. Wir fahren jetzt zum Nugget, um ein bisschen zu pokern. Der Daniel ist am Start, nicht der Daniel, sondern dieser Daniel. Fabi kommt noch später rüber, der Marc ist am Start, noch ein paar andere. Heute mal ganz entspannter Tag. 1, 2, bisschen Golden Nugget, bisschen Spaß haben, vielleicht auch ein bisschen was trinken, in Downtown ein bisschen was spazieren gehen, was essen gehen oder so. Mal gucken, was der Tag so bringt. Ihr seid auf jeden Fall dabei. Let's go! So, wir sind angekommen, Leute. Ich muss hier, glaube ich, erstmal so einen Barcode scannen, damit ich überhaupt parken kann. Früher war das für Pokerspieler umsonst. Jetzt weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Es könnte sein, dass für $50 schon mal minus sind. Ziemlich cool hier, Downtown Las Vegas. Ich liebe es eigentlich hier, aber die haben keine 2.5 oder PLO Games oder so. Deswegen komme ich hier nie her. Da sieht man noch die Leute am Pool chillen. Ich kann mal zeigen. Leute, bevor es jetzt an die Cashgame-Tische geht, ich habe mal ein bisschen so in meine YouTubes Analytics und so weiter reingeschaut und über die Hälfte der Leute, die zuschauen jeden Monat oder bei jeder Folge, die sind nicht subscribed. Also dadurch, dass ich mir so oft hochlade, also nicht mehr jeden Tag hochlade, bekommen viele auch gar nicht mit, dass ich ein neues Video hochgeladen habe. Also das Algorithmus bevorzugt mich da nicht mehr. Von daher wäre es mega, mega cool, wenn alle einmal subscriben. Vielleicht kriegen wir dieses Jahr noch hin, die 10.000 zu knacken. Es wäre ganz sexy. Alles gut? Schön, gut dich zu sehen. Nicht zu sehen. Kannte. Grüß dich, mein Lieber. Hi. Alles gut. Ich muss leider noch auf einen Seed warten hier, Leute. Aber ich dachte mir, in der Zwischenzeit kann ich euch mal den Golden Nugget zeigen. Habe ich bestimmt schon mal in den Vlogs gezeigt. Aber ich komme hier so selten her. Es sind bestimmt so viele neue Zuschauer am Start. Also das Hotel heißt Golden Nugget. Und hier ist das Golden Nugget.
gleich mit einem Plus von $138 beendet und fürs Parking müssen wir auch nicht bezahlen. Da haben wir auch nochmal $50 gespart. 5 Stunden ungefähr gespielt und ja, hat ganz Spaß gemacht, muss ich sagen. Also Golden Nugget müsste das kleinste Game, also es gibt noch ein paar andere Casino, 1, 2, aber so 1, 2 ist halt das kleinste Game, was man hier in Vegas spielen kann. Und ich glaube, hier im Golden Nugget ist wirklich das beste 1-2-Game überhaupt in der ganzen Stadt. Vor allem, das wurde auch schon 1000-mal in den Vlogs erzählt, aber weil man hier halt Deep spielen kann. An Daniels Tisch saßen zwei, ich glaube, der eine hatte 10.000, der andere hatte 4.000 vor sich in einem 1-2-Game. Es kann zwischendurch mal ziemlich lukrativ werden, wenn die Tilt sind oder so. Die haben halt keine Ahnung, wie sie Deep zu spielen haben. Aber eigentlich sind die ganzen Deepen Spieler ein bisschen tight unterwegs. Hat der Daniel heute einen guten Tisch erwischt, glaube ich. Ach ja, meine Mütze heute im Übrigen, Leute. Das ist die Go Gamble Mütze von Trooper. Kennt ihr noch den Trooper? Habe ich damals zum Supporten gekauft. Und ja, passt heute irgendwie zum Outfit. Zur Hose und so weiter. Ich finde so Parkdecks ziemlich cool, Leute. So von oben die Stadt anschauen, Hotels und so. Da sieht ziemlich cool aus. Für die, die es letzten Monat verpasst haben, da gab es einen $250 Free Roll auf CoinPoker. Nur für Leute, die mit dem Code Dawson sich angemeldet haben. Nächsten Monat gibt es einen $500 Leaderboard Challenge. Also ist egal, was ihr spielt, Cash Game, ist scheißegal, was für ein Limit, ob jetzt Cash Game oder Turniere. 5 Plätze teilen sich dann einen Price Pool von $500. Beim letzten Mal bei diesem Free-Roll-Turnier haben nur 4 Leute mitgemacht, Leute. Also es ist Free Money. Ich gehe auch davon aus, dass bei dieser Leaderboard-Challenge jetzt nicht alle Leute, die bis jetzt sich angemeldet haben, direkt mitmachen werden und so weiter. Von daher, für die, die sowieso Cash-Games spielen, ja, noch ein bisschen aktiv sind und so weiter, kann ich wirklich nur empfehlen, vielleicht nebenbei 1, 2 Tische laufen zu lassen und bei dieser Leaderboard-Challenge mitzumachen. Jetzt geht's ab nach Hause, nochmal ein bisschen mit den Kids chillen, bevor die gleich schlafen müssen. Aber vorher muss ich noch zum persischen Restaurant, da ich sowieso am Strip bin und im Moment nicht so oft hierher komme, ja, nutze ich jede Gelegenheit, um da mein Lieblingsessen zu. Also das ist das einzige persische Essen, was ich noch nie selber gemacht habe. Alles andere habe ich bis jetzt schon gelernt und kriege ich auch ziemlich gut hin, aber das ist das einzige, was da muss man richtig gut drin sein und ja, die machen das auf jeden Fall ausgemacht. Also wenn ihr mal aus Deutschland vorbeikommt und mit mir persisch essen gehen wollt, bin ich jederzeit dabei. So Leute, wieder zu Hause und ich muss sagen, die Golden Nugget Session, jetzt wo ich nochmal drüber nachdenke, hat echt mega Bock gemacht. Das Casino ist cool, richtig bequeme Stühle, die Dealer und so weiter, der hatte eine irgendwie einen Joke gemacht, als die Kellnerin vorbeigekommen ist und meinte dann, ich hätte auch gerne einen Drink und unser Dealer brüllt dann rüber zu dem anderen Dealer und meint, ey, hier wird nicht getrunken auf der Arbeit und bla bla bla. Und dann lachen die sich da beide kaputt und die Spieler lachen sich tot und so weiter. Die sind auf jeden Fall ein bisschen anders im Golden Nugget. Lass erstmal essen gehen. Wow. My hands are feeling tired. Geht, Leute, wir haben wieder ein Paket hier von CoinPoker bekommen. Ich weiß noch nicht genau, was drin ist. Aber das checken wir zusammen. Einmal ein riesen CoinPoker Hoodie. CoinPoker vorne. Und das hier hinten. Das ist ein Segelboot mit einem Ass. Cool, cool. Schöne Farbe. Vielleicht ein bisschen groß, aber ich mag es ja so. Fluffy. Und dann haben wir nochmal, glaube ich, das gleiche T-Shirt, aber dieses Mal in der richtigen Größe.
Und wir haben neue Patches. So viele Patches, Leute. Müssen wir auch eigentlich mal ein paar Giveaways machen oder so. Und ein paar Patches. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, ein Paket von Vegas nach Deutschland zu schicken, nur wegen Patches. Aber mal gucken. Irgendwas Cooles werde ich mir schon einfallen lassen. Vielleicht im Zusammenhang mit ein paar Vegas-Chips, $1-Chips und so weiter. Ich wollte schon immer mal so ein... es gibt ja so Rahmen für Pokerchips, wo man halt die eigene Kollektion dann sammeln kann. Ja, ich wollte schon immer mal losziehen und in allen Casinos $1-Chips sammeln und so einen Rahmen voll machen und das dann irgendwie als Giveaway oder so für euch dann raushauen. Habe ich bis jetzt noch nie gemacht. War ein bisschen faul bis jetzt, muss ich sagen. Ist auch ein bisschen mit Arbeit verbunden, aber irgendwann machen wir das. So Leute, jetzt nochmal passend zum neuen Outfit hier. Ein paar Coinpoker-Infos, denn wir feiern im Moment 5000 neue Mitglieder in unserem Discord-Channel. Und deswegen gibt es die ganze Woche lang richtig coole Community-Events. Rake-freie NL5-Tische, $5 Turniere und Leaderboard und ganz viele coole Sachen. NL5 Rake-free gab es noch nie, das ist ziemlich crazy. Werde ich selber auf jeden Fall mitmachen. Die Turniere werde ich mitspielen. Da gibt es auch ein Main-Event. Und ja, auf jeden Fall nicht verpassen, Leute. Richtig gute Action auf Coinpoker. Die lassen sich jede Woche gefühlt irgendwas Neues einfallen, was man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen sollte. So, in diesem Sinne würde ich sagen, euch good luck an den Tischen, falls ihr spielt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Liken, Kommentieren und nicht vergessen, abonnieren.